Kolleginnen und Kollegen, den Marc Baum hat es ganz treffend gesagt. Du sagst, sollte man über den Etat des lieux von der Präparation auf eine zweite Welt schwätzen. Wir haben ganz viel darüber geschwätzt, was den Einzelnen machen soll, machen kann oder an den letzten Tag vielleicht einer los hat, für was man überhaupt so akut zu holen gesehen. Wir haben alle Guten an einer ersten Phase vom Etat de Crise Disziplin bewiesen. Wir haben Courage bewiesen, für das ehemalige Krise zu überwinden. Das ist nicht der Moment, für abzugehen. Wir sollten nicht den weißen Händel für dem unsichtbaren Feind weisen. Das aber so, dass wenn man über die Präparation von einer zweiten Welt oder en amont von einer zweiten Welt schwätzt, dass nicht allein zu gucken, was kann den anders machen, was müssten wir individuell anders machen. Und da ist ganz klar, dass jeder rein Einzelnen eine Responsabilität nicht nur für sich, mehr für die Allgemeinheit hat. Es geht hier um eigene Verantwortung, eine individuelle Verantwortung für die kollektive Gesundheit. Jeder von uns soll Teil von der Lösung und nicht Teil vom Problem sein. Es ist ein bisschen wie am Autoverkehr. Just weil ein paar Leute Raudier sind, unerlaubte Plätze für Menschen mit Behinderung parken oder zu sehr fahren, verbieten wir ja nicht Autofahren. Nein, am Konträr, wir setzen auf Kontrolle und dann, wenn es nötig ist, auf Repression. Los ist also beim Kampf gegen die Covid-19 dasselbe machen. Los ist alle Guten individuell als Responsabilitäten holen, und los ist alle Guten für uns selber die sind, die sich packen, die sich zusammenrappen, für so als Freiheiten, die mal rumkruten, nicht aufs Spiel zu setzen. Zum gegenseitigen Respekt gehört es, seine Distanzen anzuhalten, keine unnötigen Risiken anzugehen. Seine Maßgunst und generell Barrieren anzuhalten. Ich meine, das ist alles klar. Zum anderen gehört aber auch die individuelle Responsabilität zu überholen, sich testen zu lassen, wann die Invitation kriegt. Die Wissenschaftler so in uns, und das ist eine von den wenigen Sachen, wo sie uns ganz klar können eine Aussage geben, dass wir mindestens 50.000 Tester die Woche brauchen, für eine zweite Welle zu antizipieren und ganz sicher zu bremsen. Und das ohne einen weiteren Lockdown. 50.000 Tester die Woche, da sind wir noch ein grosses Stück davon weg. Das ist in Präparation von einer zweiten Welt. Für das keine zweite Welt kommt, müssen wir alle Guten als Responsabilität holen. Aber für das jeder eine Responsabilität hält, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen Konsignen aber auch mit klar sein. Es ist ja aber schwer für Verschiedene zu verstehen, dass sie, weil den zweiten Brief kriegen, für sich selber testen zu lassen, während andere am nämlichen Staat, die einen ähnlichen Beruf haben, noch gar nicht gerufen werden. Ja, es wird uns erklärt, für was das so ist. Es wird auch ein paar Mal wiederholt, für was das so ist, dass du teilweise Random Sampling hast, dass Maschentester sind, dass das sektoriell gemacht wird. Aber am Ende des Tages, was denkt ihr, wenn ein Lebenspartner daheim für zweit gerufen wird, an dir noch nicht? Wie motiviert ist ihn dann, für das Wort zu holen? Wie kredibel findet ihn dann Testingstrategie, wo er gesagt hat, jeder soll getestet gehen? Und schmengen das als eine Präparation von der 402. Welt, wo man muss besser kommunizieren. Am Anfang von der Krise hat die Regierung klar kommuniziert. Bleib daheim. Das war ein klar Aussage. Bleib daheim, schwätz mit keinem, bleib auf Distanz, bleib daheim. Geh kein Party machen, so unsere Haut. Los unsere Stop the Party. Mir was heißt Stop the Party? Während die gleichzeitig daheim am Privaten darf Leute tun, weil der Staatsrat das gesagt hat. Während den an dem Restaurant darf zu 10 durchsitzen, ab wenn ihr aus einer Party. Ab wie viele Leute aus einer Party? Und wie ein Konsigne müssen die Leute sich halten, sollen die Leute sich halten. Das viel sollen. Madet, wann nicht geliefert. Die Leute verlieren ein bisschen den Überblick. Und ich meine, in Präparation von einer zweiten Welle,
die hoffentlich nicht kennt, die man hoffentlich dann Large-Scale-Testing können erbannen, mis den mit klar kommunizieren. Mis den nicht nehmen ob sollen erkennten setzen, mit sollen ob klar Message setzen. Stop the Party aus zwar klar, mehr etwas wie ich so verkehrt sind. Die Regeln sind eben auch nicht so komplex wie das, was den auf den nächsten Blick zu verstehen geht. Herr Präsident, lasst mir aber noch einen letzten Appell machen und uns alle Guten heimbannen. Kommt, wir politisieren den Debat von der Zweiten Welt nicht. Kommt, wir spielen nicht Majorität gegen die Opposition aus, so wie eine von meinen Vierrednerinnen das gemacht hat, wie es gesagt hat, am Zweifel lauscht mal einfach nicht ob ich. Nein, wir haben zusammen geschafft, für bis heute zu packen. Los uns das nicht durch verkehrend Aussuchen auf ein Spiel setzen. Das ist so nicht merci. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung hat Wort, Madame Gesundheitsministerin Paulette Lehnert. Merci, Herr Präsident.